dem Claude Adam als nächsten wird der Fernand Karteiser tut. Herr Präsident, meine Damen und Herren, da der wie all die anderen Parteien Habannen unterstützt das Prinzip von der École de la deuxième chance an mir so noch dem Herr Dallas merci für den Rapport, den uns präsentiert hat. Es sind vielleicht ein paar Kommentare, wenn also seid, erstens sollte man aufhängen, für zu verhindern, dass kann aus die jugendliche Schule aufbrechen. Ich meine, das ist ein Tag, wo Schulpolitik kann angreifen, für eine gute Orientierung zu machen, a priori, für zu gucken, wenn wir höhere Etude, wie den Décrochage scolaire funktioniert, verleiten, Pummel, redoublieren, an größere Tage kumulieren, sind sie sicher mehr exposiert wie andere. Wir wissen noch, dass wir in Pratik und diese professionell die Klasse sind, wo tendenziell am meisten in der Fall geschehen. Also können wir schon politisch auf jeden Fall eine Reihe Aktionen erholen, für zu verhindern, dass es so weit kommt, an die jungen Schule aufbrechen. In letzter Zeit, auch noch durch die Reformen, die unglücklichen Schulreformen, die wir die letzten Jahre gesehen haben, also da war so, dass man auch muss aufpassen, dass man noch strukturelle Ursachen in unserem Schulsystem haben, wie den Schulaufbruch weiter zu verstärken. Wir haben zum Beispiel den Beweis, ich weiß nicht, Herr Präsident, ich will eigentlich mit der Regierung schwätzen, mit der meisten Leute gewöhnlich nicht nur. Ja, mir gut, also auf jeden Fall haben wir eine Reihe von strukturellen Ursachen für als Surgeon zu machen. Wir wissen, dass das modulare System nicht funktioniert am Enseignement professionell. Das ist eine ganz schlimme Situation, wo vielleicht doch einfach durch den Alter und durch die Probleme, die die Schüler dann 100 Euro eventuell an den Schulaufbau rankommen. Und wir hören über Chambre de Commerce und CLC an letzter Zeit den Constat, den wir auch immer im Gemerk haben, den aber halt politisch nicht mehr mit der ADR Vierbrüch gibt, dass die Schüler bei einer Neuvième eigentlich nicht mehr genug wissen, wie wir haben, an einen Lehrer heranzukommen. Das sind die Realitäten, mit denen wir konfrontiert sind. Und natürlich trägt dadurch dazu bei, dass das Risiko vom Schulaufbruch, dass das Risiko klimmt. An diesem speziellen Projekt, weil das hängt doch mal zusammen schon den originellen Text von dem Projekt de loi, wenn Madame Delvaux mitbräuchte, wir vielleicht ein zu rappelieren, wie die Terminologie an den letzten Jahren war, wenn wir über Schulreformen geschwärzt haben. Das ist also verbiage, das ist komplett hohl. Zum Beispiel, c'est à partir de compétences formelles, non formelles ou informelles que la formation à l'école est construite en apportant de nouvelles compétences spécifiques et transversales. L'approche par compétence, savoir-faire, savoir-être, das ist die Verbiage. Cela ne veut rien dire. Aber das auf so Prinzipien, wo eigentlich die Schulreformen an den letzten Jahren angepackt gesehen, und so sind sie auch gehen, eigentlich, und zu leisten, Kanner. Oder eine Bürokratie, die am ursprünglichen Projet de loi steht, die nicht nur zu vollziehen. Also, sie 5 Jahre an der Schulkommission sitzen, und nach 5 Jahren Schulkommission kann ich mich nach immer nicht mehr wundern über so Texte wie le projet d'établissement qui devrait être inscrit à un plan de développement scolaire élaboré par la cellule de développement scolaire et agréé par le Conseil d'éducation de l'école de la deuxième chance. Lauter Verbiage, das Resultat aus das Schulsystem hier am Land an einen ganz, ganz schlechten Zustand aus. Wir hätten besser auf einfach Prinzipien zurückzukommen, nur vollziehbare Prinzipien, wo Qualität und Leistung der also Schüler gegen langfristig am meisten helfen. Hier wissen wir eigentlich nicht, was wir stimmen. Wir haben das Problem mit der Primo Arrivant, die als Kategorie rausgeholt gehen. Da steht an den Text da auch etwas, was der Minister vielleicht kann erklären. Mit den Primo Arrivant, ils vont faire partie directement des formations à régime linguistique spécifique organisées à l'école. Wir wissen aber nicht, wie die Regime spécifique ausgesehen treten zur Integration bei am Lützeburgischen als Langue véhiculaire an der École de la deuxième chance. Das wissen wir nicht, Herr Minister, die können uns das vielleicht so. Und wir wissen auch nicht, was sie da schlussendlich lehren. Heute Herr Delles und andere Intervenanten haben zwar wiederholt, dass Zertifikation, das Niveau in Prüfungen, die Programme im Prinzip selber sind wie an den anderen Schulen. Gleichzeitig so wir aber dass wir über einen Wurf und Arrêté können Ausnahmen machen bei den Programmen, bei den Promotionskriterien, bei der Grille horaire, was zum Teil praktisch wohl nötig ist, wir bisschen Enseignement à la carte können zu realisieren und den Leuten bestmöglich zu helfen. Der andere Seite ist der Bruch, dass wir eigentlich nicht wissen, was wir hier stimmen. Wir stimmen ein großer Pack, aber wir wissen nicht, was hier noch konkret da dran ist. Das alles gesagt. Wollen wir auch unterstützen, was man am hätte schon für Druck gesagt hat. Wir müssen gucken, dass wir Berufe hier ausbilden, die aus dem Arbeitsmarkt gebraucht werden. Wir haben Berufe, wie Pflege, wie Logistik, da sind wir komplett mit dem hätte d'accord, wo hier könnte konkret Beiträge gelegt gehen über die Programme, wo wir auch Arbeitsplätze hier im Land zu freieren haben, die wir dann bei im nationalen Arbeitsmarkt auch können befriedigen. In die Richtung muss man gehen. Und wir müssen
vielleicht auch ein überlegen, und das ein bisschen mehr langfristig oder mittelfristig die Pläne, die Regierung als präsentiert wird, wie vielleicht die Col de la deuxième Chance an einer Kollokation beim Lycée Militär zu gesehen, da haben wir auch Zweifel, und wäre vielleicht interessant von Herrn Minister zu gesehen, ob dort Regierung weiter gedurcht hat oder ob die Idee nach immer besteht, wie die Col de la deuxième Chance an der Lycée Militär zusammenzubringen, was ja aber aus sich zwei verschiedene Sachen sind. So nicht, merci.